Vor 3 Jahren hat die bekannteste Videospielheldin der Welt eine Frischzellenkur bekommen. Man durfte in Tomb Raider miterleben, wie aus der drallen Silikon-Ikone Lara Croft ein verletzliches Mädchen wurde und wie dieses schließlich zur knallharten Abenteurerin heranwuchs. Auch beim Nachfolger Rise of the Tomb Raider steht die Britin wieder mal knietief im Dreck. Oder genauer, im Schneematsch Sibiriens. Denn in dem zunächst Xbox One exklusiven Abenteuer sucht Lara nach der Quelle des Göttlichen. So will die junge Archäologin dem Vermächtnis des verstorbenen Lord Croft auf die Spur kommen. Die Jagd nach den Geistern der Vergangenheit führt sie in ein gnadenloses Land mit zähnefletschenden Wölfen, zugefrorenen Seen und ganz vielen unterirdischen Grabmälern voller tödlicher Fallen. Nicht minder gefährlich ist die erbarmungslose Sekte Trinity. Deren fanatische Anhänger suchen dasselbe Artefakt wie Lara und darum wollen sie der Lady ans Leder. Es geht also wieder um versunkene Schätze, große Mysterien, ganz viel Action und natürlich Klettereinlagen in schwindelerregender Höhe. Das Ergebnis ist ein Effektfeuerwerk auf Hollywood-Niveau und ein Forschungstrip, der Xbox-Besitzer immer wieder in ungläubiges Staunen versetzt. Mit viel filmreifem Eskapismus und leinwandreifer Darstellerperformance. Dabei ist das neue Tomb Raider deutlich lauter und aggressiver als sein Vorgänger, trotzdem scheut es sich nicht, auch mal leisere und gedankenvolle Töne anzuschlagen. Wie zum Beispiel beim gemütlichen Camping am Lagerfeuer. Hier bringt die Heldin ihre Ausrüstung auf Vordermann und steigert ihre Fähigkeiten. Außerdem lässt sie im Feuerschein ihr bisheriges Abenteuer Revue passieren. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Während das Spiel den Fortschritt speichert, geht Lady Croft noch einmal in sich und lässt den Spieler per Gedankenstimme an ihren Überlegungen teilhaben. Die wurde übrigens nicht wie im Vorgänger von der deutschen Schauspielerin Nora Tschirner eingesprochen. Stattdessen stand diesmal Synchroprofi Maria Koschny am Mikro. Die deutsche Stimme vom Panem-Star Jennifer Lawrence. Vor allem die Geschicklichkeit der Grabräuberin ist diesmal wieder gefragt. Lara kraxelt, balanciert und hechtet über Abgründe. Fast fühlt man sich in die Frühzeit der Serie zurückversetzt. Lara spannt mit Hilfe eines Bogens komplexe Kletterseilnetze, flutet Wasserbassins und ramponiert eifrig die Architektur der Spielwelt. Die ist im Übrigen größer und komplexer denn je. Wann man hier wo klettern, abspringen oder die selbstgebauten Geräte einsetzen muss, ist ganz schön knifflig. Kurzum, wer bisher noch keine Xbox One besitzt und Lara-Fan ist, der liebäugelt spätestens jetzt mit dem Kauf. Denn eine PlayStation 4-Umsetzung erscheint erst Ende 2016. Und so lange will kein Tomb Raider warten. Garantiert nicht.